Am Horizont tritt die Ammer hinter Unterammergau aus dem Gebirge aus und fließt, von hier oben unsichtbar, durch die Voralpenlandschaft des Pfaffenwinkels. Vor Rottenbuch hat sich das wilde Gebirgswasser etwas beruhigt, das sich über Jahrtausende tief durch das Gelände gefressen hat. Hier befindet sich die Einstiegsstelle für unsere Naturreise mit dem Wasser. Thomas, seit langem Assistent in unserem Bergfilmteam, Freund und heute Scout durch die Schlucht, lebt mit dem Fluss, der uns gleich mit der ihm eigenen Dynamik mitnimmt. Für den Ungeübten ist es nicht nur ungewohnt, eingezwängt ins enge, wackelige Boot die Balance auf dem Wasser zu halten. Mit hellwachen Sinnen entfaltet sich die Aufmerksamkeit aus dieser neuartigen Perspektive nach wenigen Stromschnellen für eine Landschaft, in der das treibende Wasser der Baumeister ist. Ständig bauen sich Hindernisse auf und mit ihnen wächst der Respekt für diese scheinbar unerschöpfliche Quelle aus dem Ammergebirge, die sich hier einen so aufregenden Weg gesucht hat. Im besten Fall fühlen wir uns wie ein Teil in der Strömung. Vom Boot aus kommt jede Passage neu und überraschend. Und wehe, wenn die Achtsamkeit für einen Moment nachlässt. Aber, warte mal. Aber immer wie? Ja, das ist gar nicht so leicht zu erklären, wie man. Ich habe ja gesagt, am besten wäre es, du tust die Richtung vorher vorm Stein festlegen. Dass du die Spitze, sagen wir mal, entweder nach links richtest oder nach rechts. Aber mir dreht die Spitze vorher schon falsch ein. Aha. Ja, das üben wir jetzt, oder? Sind ja noch ein paar Steine da. Das Wasser war für mich immer schon ganz wichtig. Mit dem Vater schon. Da sind wir immer da oben über die Brücke gefahren. Da hinten ist ein kleiner Nebenbach, die Ajach. Und da habe ich immer schon das Rauschen gehört von dieser wilden Ammer. Und irgendwann habe ich mir dann vom Vater mal so ein Wildwasserboot gewünscht. Das hat er mir dann auch geschenkt. Und dann bin ich mit vielleicht 13 Jahren, 14 Jahren, hat mir meine Schwester daher gefahren mit Freunden und dann sind wir dieses Ding da gefahren. Das war wild, da ist mir genauso gegangen wie dir. Saukalt war es, weil wir im Frühling gefahren sind, auch so nichts Gescheites an, halt, Trainingsklamotten. Und dann sind wir 4-5 Mal geschwommen dann und also gekentert praktisch. Gell? Das Lehrgeld für die obligatorische Kentermaß wird dann gleich noch einmal fällig. Der Weg, den die Steine hier genommen haben, ist unberechenbar. Die Gipfel des Ammergebirges, wo ihre Reise einmal begonnen hat, sind uns bestens vertraut. Hier finden wir sie ganz anders wieder, gezeichnet von den Spuren des Wassers. So stellt sich ein eigenartiges Gefühl für die Zeit ein. Da ist die weit übers menschliche Maß hinausreichende Existenz der Steine. Dann das jeden Moment neu dahinströmende Wasser. Ruhepunkte gibt es nur wenige. Die einzigartige Schönheit der Natur tut sich in vielen verborgenen Details auf. Strandgut zeugt von den ungestümen Kräften, die hier wirken. Und mit jeder Stunde Fahrt nimmt die Entfernung zu der vertrauten, nur ein paar hundert Meter über der Schlucht liegenden gewohnten Gegend des Voralpenlands zu.
5 Stunden dauert unsere Tour durch die 100 bis 150 Meter tiefe Schlucht, die sich schlängelnd durch die Landschaft zieht und laufend ihr Aussehen verändert. Die Plätze, die wir uns im vergangenen Jahr für die Filmaufnahmen gemerkt hatten, gibt es nicht mehr. Neue sind entstanden. Letztes Jahr war hier ja eine super Kiesbank mit ganz feinem Kies und die ist jetzt weg. Jetzt sind diese Wargler da, diese Riesendinger. Du gehst da mit der Strömung runter, du merkst die Kraft, die in dem Wasser steckt und spürst dieses Kühle und das Frische und das nimmt man einfach, glaube ich, schon mit heim. Hier am Kalkofensteg sind wir plötzlich wieder in der Zivilisation angekommen. Und sie empfängt uns ganz so, als kämen wir von weit her. Und am Ende spuckt uns die Schlucht ins normale Leben zurück. Noch einmal mit der ganzen Kraft des Wassers.